Heiers ein Album vun der Restauration vum Auto, die wie gesot am Joar 2003 jogefangen huet. Gesäit den heit ass den Auto total vergammelt wär, an eigentlich op de Schrott geheiert hett. An de Mann, den restauréiert huet, den hat ganz viel Courage, an huet während 7 Joer vun 2003 bis 2010 hueten dro geschafft. An d' Resultat dat gesäit en ass wirklich lo an absolutem Neizostand. Ich habe ganz viel Spaß mit dem Auto. Einerseits, wir machen Mercedes Club als Touren zu machen. Auf der anderen Seite aber auch für der Geschichte vom Auto gerecht zu gehen, die immer als Chauffeursauto funktioniert hat, mich dann noch dementsprechend zu kleiden und dann zum Beispiel auch Jungkleid auf die Hochzeit zu feiern. Von dem Auto, wie den Lo haut gesagt, aus 1953 gebaut ging. Aber es schenkt mir ja zu sehen, und das könnt ihr hier, dass das Design zu kurzen und Krieg nicht komplett neu erfunden ging, wären nämlich auch Designer, die hatten 30er Jahren die Auto entwickelt haben. Und das gesagt, nach die Spruch also an dem Auto dran und der Karosserie, allerdings als Technik eine komplett neue Entwicklung. Das Auto hat einen 3-Liter-Motor und 6 Zylinder an der Reihe und 115 Pferd. Das klingt nur heutige Maßstab nicht viel, aber für die Zeit war das ganz viel. Das Equipment vom Auto ist super luxuriös. Es war nämlich damals der Top von Mercedes, was sie gebaut haben, für so kurz im Krieg der Welt zu weisen, was die deutsche Autosindustrie kapabel war, für luxuriöse Autos zu produzieren. Bei dem Auto was 1953 gebaut ging und das über Berlin ausgeliefert ging. An den Spuren sich von den Archiven aber verloren, aber das gewusst, dass Napoleon ging und da war ein Regierungsauto. Dafür hat noch Fendeln drauf an den Bildern gesagt. Das Auto war lange Jahre Napoleon und das aber doch komplett vergammelt losging und kam als Schrott an den Westen. Was mir in dem Auto am besten gefällt, dass das für allem seine Form, die Kirchkriegsauto und neu abgegraben wird an den 50er Jahren, die viele Chrom, was das Ganze da hilft, und noch ein gewisses Maß von Luxus ausstrahlt. Aber wie man so ein normales Auto wie den dort zu fahren, das einerseits in komplett einer Welt und versetzt in eine andere Zeit zurück, die viel mehr lösen ist, das ist keine Automatik, das ist keine Elektronik, muss sie viel mehr bewusst fahren. Zum Beispiel Bremse, die nicht so stark, die Acceleration ist nicht so stark, das muss ich alles mal da rechnen. Und das ist einfach der Charme an den anderen Auto. Meine Leidenschaft für die Auto könnt ihr hier aus der Zeit, wie die Autos noch neu waren. Von Anfang 60er Jahre, wo ich fasziniert war davon. Das war ein Drama. Den Drama hat allerdings 40 Jahre gedauert. Und das durch die ganz traurigen Umstände komme ich überhaupt dazu, ein realen Auto zu kaufen. Meine Frau ist vor 29 Jahren gestorben. Und wie ich hier in all das Auto aufgeschafft habe, wie ich dann bei mir Platz in der Garage hatte, habe ich mir den nächsten Oldtimer gekauft. Und du kommst wie dann an einer Sammlung aus. Du kommt der zweiten, du kommt der dritten, du hast eine Garage beigebaut, du kommt der vierten und du kommt der fünften. Du hast die Garage voll an der Portemonnaie. Mein Name ist Guy Müller, ich bin 60 Jahre alt und ich fahre eine Mercedes 300, die genauso alt ist wie ich.